Kriminalität heute zu Lützeburg hält so. Sicherheit und Sicherheitsgefühl holen auf. Dem Stadtechno, also in den letzten 20 Jahren 12 von den Straftaten gegen Personen bald 400% herabgegangen. Von 2351 Straftaten gegen Personen im Jahr 2000 auf 8814 Straftaten gegen Personen im Jahr 2021. Und nach dem Stadtechno, 12 von Gewaltakten gegen Personen aus 300% herabgegangen an 20 Jahren, von 1269 Gewaltakten im Jahr 2000 auf 3805 Gewaltakten im Jahr 2021. Das ist eine Verdreifachung an Zeit von 20 Jahren. 12 von den Einwohnern ist in dieser Zeit 50% gewesen, von 436.000 Einwohner im Jahr 2000 auf 640.000 Einwohner im Jahr 2021. Dazu nicht direkt, weil eine von den Lieblingserklärungen oder besser gesagt Verklärungen bei so Zwöllen, dass wir dafür zu sorgen, die Zwölle von Gewaltakten wäre proportionell zur Bevölkerung gewusst. Aber das präzise Zwöllen, die ich gerade genannt habe, weisen klar, dass die Zuwelle von der Kriminalität weit über dem Bevölkerungswachstum leidet. Weiter sind Überfälle mit Gewalt, also Raubüberfälle, von 2020 auf 2021, also in einem Jahr, 20% herabgegangen. Auch die Jugendkriminalität hält so. An den letzten Monaten sind hier eine ganze Party brutal Banden von der Polizei identifiziert, die ich komme darauf zurück. Bei dieser Interpellation, die ich gefragt habe, soll es in anderen folgenden Sujets gehen. Zuwelle von der Kriminalität zu Lützeburg, ganz besonders von der Gewalt, Transparenz und Information über Kriminalität von Seite von der Regierung respektive von den Autoritäten, Fehlen von Statistiken, und soziologischen Daten über Täter und Opfer und Maßnahmen für effikaz gegen Kriminalität können vorzugehen. Herr Präsident, ich habe die groben Statistiken genannt, die mir zur Verfügung haben. Das sind drischen Zöllen, wie weit verstoppt sich da handelt. Das sind einzelmenschliche Schicksale. Einzelmenschliche Schicksale von Leuten, bei denen angebracht wird, und die sich nicht mehr wohl, nicht mehr sicher daheim spüren, die nicht mehr schlafen können, auf verschiedene Fälle sogar plündern wollen. Leute, die brutal überfallen gehen, sie selber oder vielleicht ihr Eltern, Großeltern oder ihr Kinder. Wisst ihr, was das kann machen mit Menschen, wenn ihr brutal überfallen geht, wenn ihr Opfer geht, wenn ihr wem Angst hat, wenn ihr traumatisiert ist, wenn ihr nicht mehr normal leben kann? Aber wenn, und das ist ganz oft der Fall, sich gleichzeitig nicht traut, für darüber zu schwätzen, weil ganz viele von den Opfern probieren, die schwierigen Erfahrungen so gut wie möglich zu verdrängen, und wollen nicht mehr damit konfrontiert gehen. Leute leiden an ihrem Alltag in der Kriminalität. Das sind die Einzelgeschichten, die einzelmenschlichen Schicksale, die den dritten Statistiken in Gesicht gehen. Und ich will einmal darüber gehen, was reell am Land auch geschieht. Und ich lese einmal ein paar Schlagzeilen für und zitieren aus dem Lützeburger Wort. Minderjährige Gewalttäter, wie eine Jugendbande das System zu sprengen droht. Die Täter sind viele, minderjährig und beispiellos brutal. Sie sind häufig in der Gruppe unterwegs, die bestimmt dann wahllos ein Ziel, ein Mensch wird zum Opfer gemacht. Ist es erst umzingelt, schlagen und treten einer oder mehrere Angreifer zu, gnadenlos und ohne die geringsten Hemmungen. Es geht darum, dem Opfer schwerstmögliche Verletzungen zuzufügen. Eine Täterbande wird auf rund 40 problematische Jugendliche geschätzt, allesamt Minderjährige. Nicht wenige sind noch nicht einmal 14 Jahre alt. Ein Alter, in dem sie nach den anstehenden Reformen komplett strafunmündig würden. Da wird geschrieben von einer deutlich höheren Dunkelzahl. Weil all die Zahlen, über die wir schwätzen, da können wir davon ausgehen, dass es noch viel mehr Fälle gibt, die aus den verschiedensten Gründen mal gar nicht bei der Polizei landen. Die Justiz, leider als Madame Justizminister auch nicht da, stößt an ihre Grenzen. Denn selbst unter den Tätern hat sich längst herumgesprochen, dass die Unisec in Dreiborn überlastet ist. Sie wissen, entweder kommen sie erst gar nicht dahin oder sie werden nicht für lange Zeit bleiben.
Die Omerta der Politik, steht am Wort, und der Behörden erweist sich durchaus als nützlich, denn Probleme, über die niemand spricht, gibt es nicht. Und so weiter, schwere Gewaltexzesse, räuberische Erpressung, gewaltsame Diebstähle, ein Schüler, dem der Arm gebrochen worden war, das junge Alter der Täter, 12 bis 15 Jahre alt, ein Gefühl von Unantastbarkeit bei den Tätern. Ein Jung von 12 Jahren, wo so weit gegangen ist, dass nicht müssen Land verlassen, an ein Lycée müssen gehen am Ausland, der Völker, soweit ich weiß, pur, weil nämlich für seine Sicherheit konnte garantiert die und den verschiedenen Banden, die überall op gewährt haben, am Bus, am Zug, an der Schule, im Sport, daheim, für im Haus. Die Eltern und die Schüler haben oft Angst, weil die Polizei zu gehen, wenn es Angst vor weiteren Repressalien, Racketing. Und dann so Geschichte noch am Lützeburger Wort, wie das durchstung, wie ein anderer Jung von einem den Hals abgeschieden hat, weil dem kein Zigarette gewollt. Oder den haben die Täter so lange verprügelt, bis er sich vor sie auf die Knie setzte und um Gnade flehte vor laufenden Handykameras. Die Lehrerin geht dazwischen, ich zitiere, halt den Maul, du hast sowieso nicht zu sagen. Und dann eine Machtdemonstration unter Schöber vor, die beschrieben wird, wo der 42 Sänger-Band auftreten. Und natürlich dem Moment auch die Polizei verfordert das. Das könnte für alles von einem Journalist, der seine Recherche gemacht hat, den sich Zeit geholt hat, mit den Opfern zu schwätzen und mit der Polizei. Und den die Courage hat, das zu bringen, das ist nicht unbedingt einfach. Und ich bin noch gespannt, ob den noch nachher die Courage wird tun, für das nachher an der Zeitung zu bringen. Leider könnte das von einem Journalist, und ich hätte mir das echt gewünscht, auch vom Minister, wie und der Minister als ADR an eine Kommission gerufen, über die brutalen Jugendbanden an die Omerta zu schwätzen. Für was wird nicht proaktiv von der Regierung darauf reagiert? Für was wird bei kriminellen Toten keine Pressekonferenz abgerufen, für sich die Frage von Journalisten zu stellen? Frieden sich, was hier gefährdet wird. Die Polizei doch klar, was lebt. Ich zitiere hier von Pascal Ricci am Oktober 2022. Die Aggressivität und Kriminalität am Land wollen immer weiter zu. Die Politik muss Antworten darauf liefern. Führen sind noch immer mehr Bande von minderjährigen Kriminellen tätig, gegen die diese Welt wenig ausgerichtet gehen. Gerade weil die jugendlichen Straftäter sind, und das wissen sie ganz genau, als es nicht evident für gegen sie 4 zu gehen. Und ihr seht, ob die neuen Textpunkte Jugendschutz etwas darunter verbessern können, das bleibt aufzuwerten, also ich dann nicht. Polizisten haben die richtig frohe Gestalt. Wollen wir eine Polizei, die durchgreift, es muss nämlich streng Gesetze hier, für das mit Kriminalität an den Griff kriegen. Erwäscht endlich an der Regierung. Wie eine Gesellschaft wollen wir nach? Wie viel Kriminalität wollen wir nach zulassen? Wie lange will als Regierung nach nur gucken? Das sind Aussagen von der Polizeigewerkschaft. Ja, wie lange wollen wir nur gucken? Ich kann jetzt noch viele Beispiele zitieren. Noch ein paar Stücke von RTL.de aus dem Monat April. Ein sonntagen Abend geht 1920, als ein Mann mit einer Waffe menaciert gehen, ehe hier von rund 10 jungen Männern überfallen beklaut gouf. Ein Täter konnte ermittelt gehen. Auch am April. Kurz nach 21 Uhr am Samstag den Abend goufen 2 Personen auf der Tramstation auf der Stadter Gare überfallen. 2 Männer waren auf sie zugekommen und haben ihnen ihr Handy aus der Hand gerappt, wie die 2 Opfer sich wehren wollten, haben Täter ein Messer gezogen und dafür menaciert. Und dann, meine Statue, die alle gute bereierte 24. April, eine Gruppe von rund 20 jungen Männern wurde Sonntag um 18 Uhr, 2 Personen am Stadter Park gegraben. Dabei hat von den Angreifer einem von den Opfern an den Bauch geschnitten und ihn dabei schwer blessiert. Der zweite Opfer stand in der Schock. Wie die Polizei kam, war durch Schläge am Gesicht blessiert. Ehe die schwer blessierte Person in die Klinik kommen, müsste sie nach ob der Platz notmedizinisch versorgt gehen. Die Polizei hat nun den Täter gesicht, aber ohne Erfolg. Der muss an Erkennungsdienst der Polizei auf der Platz, die Ermittlungen dauern an. 18 Uhr, halb 4, nicht weit von der Wäsche, am Stadter Park. Mehr geht er nicht gewohnt. Wo warst die Affäre drin? Was das da genau geschieht? Wie weit geht in hier am Land nicht mehr über so etwas Schlimmes gewohnt? In allen anderen Land wird das undenkbar.
Dat gëtt justheit zu Lützeburg 4 Zeilen eng Nachricht an dat wäret dann. Überall am Ausland, der Frankreich, der Belg, an Deutschland giffen Zeitungen darüber berichten, viren Presseveranstaltungen, wo de Minister gif entwert oder man Poli gif entwerte gin. Genauso an andere Fälle. E mannerjährigen Mord grausam in andere Jungen zu Bonneweich, e puerment Drpp lief den Täter iwgens frei runm. Dann lo am Dezember seg Persön zu Bonneweich grausam ermord gin, schoffen die net die Sachen heieren, die ech heieren hunn, wat du wirklich geschieht das. Dats menggen ennner net Ubrestätte an der Chamber ze soen, weil das de puren Horror. Am Januar de Affaire mat engem Mann mat Messeren Trainingsterren zu Esch, mat engem tragischen Dod. In all anderem Land fir ha eng Pressekonferenz gemerk an d Bevölkerung informéiert gin, net so zu Lützeburg, dann gleven wir all dat, wat an de soziale Medien steht. Wir lesen dat wat do gesot gin ass, a mir lausren den Leiit nur die Terrain waren, a wat man so als Polikräser Bericht kree, weil die so nice jo wat war. Also manst. Ich finde mir gene dazu kommen, wie Statistiken in Land ausgesehen, wie sie nur bei den Leuten auch kommen, wie die Leute informiert gehen. Passt auf, die Statistiken, die ich da so, die sind ziemlich grav auch. Wir pro Tag 11 Abrüche oder versichten Abrüche an Gebäude. Wir pro Tag 8 Abrüche oder Diebstahl an Autos, also Gefährer. Wir pro Tag 11 Gewaltakte, wo Personen angegriffen gehen. Wir pro Woche, das kann ja 12 gewalttätige Raubüberfälle. Wir pro Tag 45 Diebstähle. Darin auch Volatier, also Taschendiebstähle, wo Posten aus der Hand geraubt gehen. Die sind übrigens von 2021 auf 2022 plus 540 abgegangen. Die Infraktionen, 2008 hatten wir 28.000 Infraktionen, 2022 sind es da 54.000, also eine Verdoppelung an 15 Jahren. Lofonischei, wo die etwas hören, von den 12 Überfällen die letzte Woche, von den 80 versichten Abbrüche oder richtigen Abbrüche an Gebäude letzte Woche, wo die etwas hören von 77 Gewaltakten gegen Personen die letzte Woche, das ist das, was statistisch gesehen heißt, wäre. Nee, die hat nichts davon hören. Und der Grund ist ganz einfach, weil die Regierung nicht will, dass es noch besser kommuniziert wird. So hören wir da Neues von einem Accident mit Materialschuld Radio, von 2 Führerscheinen, die jagt zu gehen, und nicht von den 10 Abbrüchen, und nicht von den 10 Fällen, wo Leute mit Gewalt attackiert werden. Ich habe an einer Question parlamentär den Minister gefragt, für was nicht mehr noch besser veröffentlicht wird. Die Minister argumentiert der Menge nach ganz schwer, sieht, dass wir für die Ermittlungen nicht zu steuern. Aber ehrlich mal, wie weit steuert eine Meldung wie eine Frage vom Stadtparküberfall der Ermittlungen? Das ergibt keinen Sinn. An den A von vielen Leuten, und auch von Polizisten, ist das so, dass die Regierung Kriminalität verheimlicht, für die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Und ich erinnere an dem Kontext, denke ich, an eine Aussage, die in Asselborn gemacht hat, für ein paar Jahre, wo er sagt, die staatlichen Services sollten eventuell auch in Zukunft besser aufpassen mit der Kommunikation, für die Population nicht unnötig abzuregen. Das ist das, was das geschieht. Mehr als seit Jahren viele Bürger hier im Land freuen sich, wie weit misstraut die Regierung die Bürger, dass sie nicht berät, dass sie nicht vorig zu sagen, aus Suech, da wird Leute beunruhigt. Er will eine Diskussion, die soll heute vermittelt gehen über Sicherheit der Kriminalität. Und an der Chambre hat es für ein paar Monate doch gesagt gehen, es soll keine Politik machen mit der Sicherheit. Aber was dann? Natürlich machen wir also der Politik für die Sicherheit, weil die Sicherheit ist ein Grundrecht von den Bürgern und der Staat muss die garantieren. Eine bekannte Lützeburger Tageszeitung, Tageblatt für sie nicht zu nennen, schreibt, in Sachen Informationspolitik der Behörden ähnelt Luxemburg einer Bananenrepublik. Justiz und Polizei geben sich alle Mühe, dass im Ländchen so wenig wie möglich an die Öffentlichkeit gelangt. Justiz und Polizei geben sich alle Mühe, dass so wenig wie möglich an die Öffentlichkeit gelangt. Und du hast auch einen Fehler daran, weil das nicht unbedingt Police selber, mit das Politik
an enger Réponse op en Question parlamentär fall doch klar gehen, wo dem muss geantwort gehen ass, dass Politik die erst die décidéiert, wie ein Inhalt rausgeht, erwartet. Das war dir nicht, was man am kann. Für ein paar Jahre. Wenn Louis sieht, das an andere Länder auch so, das ist ganz Europa so, das ist eine internationale Tendenz, da gehe ich jetzt noch heute Statistik vom Eurostat. In 35 Ländern aus Europa ist Lützeburg unter den Top 5 bei den Raubüberfällen. Die 4 sind die Belgien, Spanien, Portugal, Schweden, und wir kommen auf 5. Platz. Kann ich so, bravo. Wir liegen doppelt so hoch wie Deutschland bei Überfällen, doppelt so hoch wie Frankreich, 3-mal so hoch wie Österreich. Das ist ein internationaler Vergleich und das ist eine Bankrotterklärung. Was Überfälle angeht, ist Lützeburg heute viel mehr unsicher wie die meisten Länder in Europa. Ja, Lützeburg ist eine von den gefährlichsten Ländern in Europa, wenn es um Überfälle geht. Statistiker sehen doppelt so viel wie in Deutschland oder in Frankreich. Wir sind Nummer 5. Wir sind Nummer 5 laut Eurostat. Was bedeutet das für die Standortfaktoren heute zu Lützeburg? Gibt die Statistik dafür nirgends publiziert, nirgends diskutiert? Was Abrüche angeht, ist es selbst. Auch hier ist Lützeburg am Spitzenpeloton. 6-mal mehr Abrüche auf 100.000 Einwohner gerechnet, wie zum Beispiel in Deutschland. Es sind just paar Länder für uns, an der größten Teil ist es. Das ist die Realität. Wurde das hören, wurde das gewusst? Kontestiert der Datei? Ja. Die wird wahrscheinlich noch nicht hören, mit das ist die Realität. Und Polizisten sagen uns, dass wenn die Bürger hier im Land geben, alles wissen, was hier lebt, da gibt es einen Abstand geben. Und da sind wir auf dem Punkt angekommen, wie auch bei anderen Problemen. Von der Politik wird alles schön geschwärzt, da sind wir Weltmeister dran. Wir als ADR wollen das Spiel nicht mitmachen, und wir fordern hier, dass transparent über Kriminalität berichtet wird und dass abgehalten wird, Sachen unter den Teppich zu kehren. Herr Präsident, ein Beispiel. Wie die Kriminalität hier im Land vertuscht wird von nächster Stelle, wie früher von Deputierten dazu blockiert wird. Weil das geschieht, ich hatte dem Minister Cox vorgestellt, wie viel von den Abrüchen an Überfällen heute zu Lützeburg noch draußen kommuniziert wird von der Polizei, aber wie viel da eben nicht kommuniziert wird, also wenn sie Welt geheim gehalten wird. Der Herr Minister hat mir geantwortet, er weiß das nicht. Dabei ist es ja nicht schwer, das nachzugucken an der Kommuniqué. Sie hätten die Statistik nicht. Und da will ich einfach eine Klammer abmachen, wenn man in einem anderen Bereich, am Schulbereich, dem Minister eine Frage stellen, wo keine Statistik dazu gibt, dann ist es in der Regel so, dass dem Herrn Meister Minister sich struggelt, für die Statistik zu machen, für den Deputierten eine Antwort können zu geben. Ich fand dafür die Antwort nicht ganz akzeptabel, für so eine Statistik kommen wir nicht. Da muss sie gemerkt geben, wenn den Deputierten das fragt. Das ist als Mission für die Regierung zu kontrollieren, aber für das können zu machen, brauchen wir Statistiken. In anderen Ländern geben Journalisten in so einem Fall den Minister ganz scharf kritisieren, wie es Untransparenz und selber die Informationen auffordern. Und auch hier in Lützeburg haben sie das gemacht. Und auch sie kriegen die Informationen nicht. Noch ein Beispiel für Kommunikation vom Polizeiminister. Der Minister hat mir auf eine Frage geantwortet, dass an den Monaten November und Dezember 2020 am ganzen 42 Raubüberfälle im Territoire von der Gemeinde Lützeburg gab. Es fällt aber auf, dass ein Teil von diesen Überfällen noch außen kommuniziert ging, sondern in dem Kontext nicht vorgestellt, wie viel da dann noch außen kommuniziert ging und wie viel nicht. In diesem konkreten Fall hat mir der Minister geantwortet, dass der ein Dosen per Pressemeldung gemeldet waren noch außen. Das heißt, für den 42 sind da dann ein 30 nicht gemeldet. Da frage ich mich, für was die 75% von den Überfällen nicht noch außen gemeldet, für was gehen die nicht weitergehen und Presse, für was gehen da just 12 weitergehen, weil das ist das für ein Schwach, also man nicht, dass wir für die Ermittlungen zu protegieren, weil wie gesagt, ein einfach aus so an der Presse, dass eine Person überfallen geht, das geht. Dasselbe ist bei der Justiz. Was Statistiken seitens Justiz angeht, erlaubt auch heute informatische Systeme nicht präzise Données nur Gemengen, Nationalitäten und so weiter herauszufiltern.
Ich muss feststellen, a quasi all Land op der Welt ginnet Statistiken zu der Nationalität an zum Wohnort vom presumierten Täter, also von Leuten, die festgeholt goufen. An Deutschland, an Frankreich, an der Belgien, quasi überall. Außer bei uns nicht. Da leiden die anderen vielleicht alle gut falsch, mir vielleicht doch mehr. A ganz besonders, was der Wohnort angeht, ist das aber ganz, ganz bizarr. Weil wenn der Polizeiminister und der Justizminister die keine Statistiken zu den Ländern, wo die Kriminellen wohnen. Das heißt, und wir wissen ja, die meisten kommen über die Grenze Plötzeburg, und wir wissen mal nicht, wie viel, und wir wissen noch nicht, von wo. Aber wie will das Kriminalität bekämpfen, wenn nicht die einfachsten Dinge fehlen? Könnt ihr euch vorstellen, dass der Schulminister so ich mache keine Statistik mit der Nationalität von den Kindern? Das wäre undenkbar. Du hast alles voll von Statistiken. Hein nicht. Die einzige Statistik, die wir haben, ist die vom Prison. Und da sieht so aus, vielleicht in den Vierenteilen, rund 50% der Prisonnier haben nie zu Lützeburg gewohnt. Und dann von Gunnisch mal Lützeburg zu denen. Die anderen 50%, die delen sich dann alle Falle ab, ob Leute mit Lützeburger Nationalität, mit ausländischer Nationalität, das entspricht also plus minus auch der Bevölkerung. Mit dem Punkt, dass eben Talschen tun nie gewohnt. Und ich meine, da wäre es wichtig, auch Statistiken zu haben vom Wohnort von Tätern, die festgeholt sind oder presumierten Täter. Das nennen übrigens in der Schweiz und Österreich auch an den Medien Kriminaltourismus. Und das ist natürlich in Lützeburg füge, dass wir klein Land sind mit vielen Grenzen aus der Teil weit verbreitet. Dann ein anderes Beispiel. An der letzten, das stimmt um RTL.lu, in einem Interview mit der Madame Polfer, an den letzten 5 Tagen hätten der Stadt der Burgermeister nur 10 Fälle gegeben, wo eine Person auf eine brutale Manier in der Stadt entweder ein Auge geklaut oder eine Kette vom Hals gerappt krut. Ich habe den Minister gefragt, wie viele Personen sie bei dieser Zucht Überfall blessiert gehen. Antwort: Herr River feiert Polizei keine Statistiken. Ich habe auch gefragt, was das dann für Täter sind, wo die hier kommen. Antwort: Polizei feiert keine Statistiken und so weiter. Aber, könnt ihr eine Antwort, auch ohne statistische Utien erkennen Beamte im Terrain en tant qu'Acteure vom Service de Police Judiciaire aber Tendenzen. So kann zumindest was die Serie von Vol avec Violence am April im Territoire von der Gemeinde Lützeburg betrifft, gesagt gehen, dass es sich bei der Majorität von Tatverdächtigen Personen aus der Alterskategorie 17 bis 25 Jahre aus dem nordafrikanischen Raum handelt. Wie wird wir mit den Tätern machen? Die Täter haben nicht am öffentlichen Raum zu sichern. Die gehören an das Centre de Retention. Für eine bessere Transparenz hat schon eine Frage die Idee lanciert, wie selbst wie beim CG10 einen sogenannten Twitter-Gewitter zu organisieren. Beim CG10 geht das geht doch bei zum Beispiel der Polizei von Berlin, dass da während engem Tag twittern sie all Ersatz, den sie haben, den Tag, Polizei. Sodass sie komplett transparent gesagt, was tatsächlich läuft. Und da froh ist aber nicht wirklich darüber gegangen gehen, mich gibt das wirklich eine gute Idee fanden, enkel mal samste sowas oder samste den ganzen Tag sind Twitter-Gewitter bei der Polizei organisieren. Das wäre mal interessant. Und da gibt es leider doch gesehen, was für ein Arbeit als Polizei, und ich will sie dafür gratulieren, was für ein Arbeit, dass die muss leisten. Für uns ADR ist absolut inakzeptabel, dass Kriminalität besonders gegen Personen durch eine Ehlerleid ganz viel Kanner Jugendliche, aber die sind oft betroffen, an unserem Land permanent so hält und die Regierung offensichtlich nicht kapabel ist, für dagegen 40 zu gehen. Wir wollen die Probleme ausschwätzen, damit zicken, nicht für das zu machen. Und wir wollen die Kriminalitätsprobleme zu enger von den Haupturgenzen hier am Land machen, weil das ist, Lützeburg hat einen kriminellen Notstand. An unsere Aufgabe als Politik ist es, Sicherheit garantieren und Kriminalität bekämpfen. Für das Ziel zu erreichen, gilt es für uns folgend fair. Erstens, transparent über Kriminalität berichtet, am Platz unter den Teppich zu kehren. Zweitens, Statistiken und soziologische Daten sammeln, für so Dynamiken an der Kriminalität besser zu verstehen und angreifen zu können, auch präventiv. Drittens, mehr Polizei auf der Platz. Viertens, mehr Befugnisse für die Polizei.
en anständige Platzverweis. 5. méi streng Gesetzer, für das wir dann an den Griff kreen. Möglichkeiten für auch gegen jugendliche Straftäter 40 Uhr. 6. Den Opfer helfen, für das sie geschützt gehen. Für auch konkret gegen die Omerta bei den Jugendlichen noch mehr wussten, für du gegen 40 Uhr. 7. 3 Uhr, ich habe mal drüber geschwärzt, 3 Uhr immer Kontrolle bringen, ausbauen. 8. Mehr Befugnisse für Pescherten. 9. Schnell a konsequent Verurteilungen op de Gerichter, fir wat net wie am Ausland direkt Verurteilungen. 10. Kriminell Ausländer, die illegal am Land sind, sollen ausgewiesen gehen, anderem Zrickbrucht gehen. Aber bei schwere Verbrechen sollen noch angebürgert Lützeburger mit doppelter Nationalität ausgebürgert gehen. CDU sieht übrigens an Deutschland, wer in Deutschland straffällig wird, hat sein Gastrecht verwirkt. 11. Festholen, anderem Laufen lassen. Festholen, anderem Laufen lassen. Das ist das, was Polizisten heißt so. Sie sollen heute fest, nur lebt er do. Sie sollen fest, immer nur lebt er do. Da muss abgehalten gehen. Das ist absolut frustrant für die Beamten, die das alltag müssen miterleben. 12. Kamera. Wir sind auch kein Freund von einem Staat, wo sie überwacht wird. Es gibt wahrscheinlich keine andere Möglichkeit mehr. Kameran installieren. 13. Grenzübergang kontrollieren, ob man es digital mit Kameran die Nummerschilder erfassen, weil wir ja wissen, dass 50% von denen, die Täter sind, aus dem Ausland kommen. Wir sind Opfer von dem Kriminaltourismus und wir haben nicht Möglichkeiten für die 40 Uhr. Andere Länder machen nicht viel. 14. Operation Coup de Poing. Wir warten nicht mal auf der Gare und ich weiß auch, dass es da Pläne gibt von der Polizei. Und dass die Ministerin das aber ganz oft blockiert tun. Nicht unbedingt dir, dafür die verdrehen. Operation Coup de Poing, wo 300, 400 Beamten Straßen auf der Gare zusetzen, an der Kontrolle machen. Da das ja gegangen bei den Corona-Manifestationen, für was geht es dann nicht bei Kriminalität, besonders in der Stadt, wo die Situation teilweise ganz schlecht ist. Und dann zum Schluss 15. Alle Polizisten verdient vom Staat geschützt und unterstützt zu gehen. Wir wollen da wenigstens besser Regeln bei der Protection du Funktionär, eine Assistance juridique, aber bei der Rebellion gegen die Polizei. Und mit streng Strafen, es kann nicht sein, dass Beamten da draußen permanent auch angegriffen gehen, ob sie gesperrt wird und so weiter. Das muss strengstens bestraft gehen. Das trägt auch zur Verbesserung von der Motivation bei der Polizei bei. Ja, es sieht so aus, aber wir hatten Pascal Ricke von der Polizeigewerkschaft gesagt, wo scheint traurig nicht zu beschehen. Viele Leute trauen sich nicht mehr oben raus. Das ist über eine Stadt. Police warnt auf ihrer Internetseite, meiden Sie sensible und wenig besuchte Orte, lassen Sie sich begleiten, wenn Sie abends oder nachts unterwegs sind und verringern Sie so das Risiko eines Überfalls. Informieren Sie eine Vertrauensperson, wenn Sie abends alleine unterwegs sind. Das ist Lützeburg 2023, das ist das, was die Polizei auf ihrer Internetseite Leute im Land urät. Aber wenn ich da gucke, ich gebe euch noch ein Beispiel. Ob Parkingen an Lützeburger Ortschaften, wie zum Beispiel zu Kielen, da hängen heute Warnschilder, dass die Leute keine Wertsachen am Auto sollen leihen lassen. Das habe ich als Kant früher erkannt. Das war zu Marseille so. Das war Sizilien so. Heute geht es doch als Lützeburg denken dürfen. Und gerade sind ich Kathedral gegangen, da war ein großes Schild für unter dir, aufpassen, ob Leute, wie steht, auf Pickpockets. Das ist die Realität. Alarmanlagen. Heute geht das ganz echt, Herr Kersch. Und ich gebe später die ganze Problematik echt zu, weil es viele Leute, die darunter leiden. Ja. Da sind Haut von Autoritäten gerodet gekriegt, wir sind eine Alarmanlage oder Zolding eine Alarmanlage installieren. Und das Leute schon alles schlecht gewissen, wenn sie keine Alarmanlage haben. Das ist die früher nicht, wenn das nicht mehr geschieht. Ich habe diese Interpellation gemacht, weil viele Leute nicht mehr verdrohen, wie zu Lützeburg Kriminalität in den Teppich gekehrt wird. Meine Herren, Herr Minister, und mal leid, mit Situationen als alarmant. Anhand von den Ziffern kann den objektive Beobachter nicht ernst, wie zur Konklusion zu kommen, an der Kriminalitätsbekämpfung versuchen wir gerade.
An die muss man nicht alles klewen, es könnte man klewen, mat der ADR fir Sicherheit hier am Land eng besser. So nicht merci.